Ja, und wir sind auch schon wieder da mit Mary Annibal, unserer Musikerin heute aus Simbabwe gekommen, ist gerade auf Deutschland-Tournee und hat uns eben gerade schon ihr wunderbares Instrument vorgeführt, die Bira. Also darüber will ich jetzt auf jeden Fall mehr erfahren. Hier ist Mary Annibal. Das sieht, wenn man da jetzt so reinguckt, so aus wie so ein Mini-Klavier in einer Trommel quasi. Und ich habe mir es gerade von Ihnen zeigen lassen, wenn man da eine Tonfolge drauf spielt, können Sie es mal machen? Das ist ja wirklich kompliziert, ne? Okay, sure. Also wenn Sie das jetzt gesehen hätten, wie Ihre Finger da über die Tasten flitzen, ist es tatsächlich so, dass jeder Ton woanders sitzt. Man verliert wirklich ein bisschen die Orientierung. Es ist wirklich ein meisterhaftes Spiel tatsächlich, was dahinter steckt. Yes. Und es ist ein sehr männliches Instrument eigentlich in Simbabwe. Also eigentlich ist das so eine Art Rebellion, dass Sie das als Frau spielen. So back in the days before colonialism, Also in der Vergangenheit, vor der Kolonialisierung, da war das wirklich ein Instrument, das hauptsächlich Männer gespielt haben. Männer haben das dominiert, aber mit der Zeit haben Frauen sich auch immer mehr daran gewagt in eine Art Rebellion, das heißt, um zu zeigen, wir sind auch hier. Das passt also perfekt zu Ihrem Album. Auf fast jedem Track Ihres Debüts ist die Bira zu hören. Maria When You heißt das Album und richtet sich auch vor allen Dingen gegen Unrecht, das Frauen angetan wird in Simbabwe. Also ist jeder Song sozusagen, hat eine Botschaft, hat eine Message? Yes, I write songs that inspire change. Ja, ich möchte unbedingt Veränderungen anregen und inspirieren mit meiner Musik und spreche diese schwierigen Themen an, denn es gibt Kindesmissbrauch, Kinderarbeit, geschlechtsspezifische Gewalt und diese Menschen können nicht für sich sprechen und ich gebe ihnen eine Stimme, ich spreche für sie, da sie das nicht selbst können. Bewirkt diese Musik auch was? Also ich meine, haben Sie das Gefühl, dass das ankommt bei den Menschen, die eben schon verstehen ihre Heimatsprache? Yes, they do understand because sometimes they cannot speak for Ja, themselves. es kommt an. Sie verstehen es. Sie können selbst ihre Stimme nicht erheben und ich kann eben die Musik nutzen, um für sie ein Publikum zu erreichen und das heißt, ja, die Menschen müssen sich ändern, müssen auch die schlimmen Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, zum Guten wenden. Und jetzt sind Sie gerade auf Tour, schon seit einigen Wochen in Deutschland unterwegs, haben auch noch ein bisschen was vor sich. Bis Anfang August bleiben Sie noch, spielen in München, in Stuttgart zum Beispiel. Und wie kommt das an beim deutschen Publikum? Also haben Sie das Gefühl, die erreicht das? The German audience is so amazing. Das deutsche Publikum ist absolut wunderbar. Sie lieben meine Musik und ich fühle mich wirklich wie zu Hause aufgenommen. Wirklich wärmt mein Herz. Ja, das kann ich nur bestätigen. Faszinierende Frau, faszinierende Stimme, faszinierendes Instrument und jetzt ein faszinierender Song, Gogoride. Da geht es um einen richtigen Bösewicht, habe ich gehört. Ja? Ja, können Sie was erzählen dazu? Der Song, der jetzt kommt? So Gogoride is a song that Ja, Gogoride ist ein Lied, das die Menschen dazu anregen soll, Geld auf saubere Art und Weise zu verdienen, Da nicht hören durch wir die doch jetzt mal dunklen ganz genau Kanäle. zu, was sich da vermittelt durch die Musik. Mary Annibal ist bei uns und spielt jetzt einen Song von ihrem Debütalbum Maria Wann. Aber bevor wir Agita Rando am Klavier und Mary Annibal hören, sagen wir noch Tschüss, verabschieden uns für diese Woche. Nächste Woche übernehmen die Kollegen der ARD. Und wir sehen uns auch wieder. Machen Sie es gut. Und jetzt Mary Annibal.
Sakutwala ola